Servus, Glück auf und herzlich willkommen zu einem weiteren FC Bayern bzw. Fußball-Talk. Bevor wir loslegen, solltest du neu auf diesem Kanal sein, würde ich besser den Abo-Button drücken und am besten auch noch den Daumen nach oben. Ansonsten gibt es ganz, ganz schlechtes Karma für deinen Club. Denk dran, es sind nur noch 2 Spieltage, da ist schlechtes Karma gar nicht gut. Ne? Also Abo drücken und alles wird gut. Andere Thema. Vielen lieben Dank an Mara. Mara ist die erste oder das erste Kanalmitglied hier auf dem Kanal. Vielen lieben Dank dafür. Und nun gehen wir rein. Worum geht's in diesem Video? Es geht um Homophobie im Fußball und natürlich auf den FC Bayern bezogen, auf die Solidarität von Mazraoui mit Zakaria Abuklal. Ich hoffe, ich habe ihn richtig ausgesprochen. Worum geht's genau, um euch mal ein bisschen abzuholen für die Leute, die es nicht mitbekommen haben. Ich lese das Ganze mal einmal vor. In der französischen Ligue 1 lief am vergangenen Wochenende eine Kampagne gegen Homophobie. Einige Spieler weigerten sich daraufhin, mit Rückennummern in Regenbogenfarben aufzulaufen. Also die Spieler sollten alle mit einem Trikot auflaufen, wo die Rückennummer in Regenbogenfarben ist. Einer von ihnen war Zakaria Abuklal. Ich hoffe, ich spreche es richtig aus, verzeiht mir Leute. Vom FC Toulouse. Der marokkanische Nationalspieler setzte gar ein Statement ab, argumentierte mit persönlichen Überzeugungen, betonte paradoxerweise jedoch, dass er jeden Menschen unabhängig von Präferenzen, Geschlecht oder Glauben respektiere. Sein Nationalmannschaftskollege und Bayern-Profi Mazraoui solidarisierte sich neben anderen Spielern entschieden mit Abuklal. Gott segne dich, Bruder, schrieb der 25-Jährige unter das Statement und versah seinen Kommentar mit 2 Herz-Emoji. Während der Kommentar bald 7000 Likes sammeln konnte, ließ er viele Fans jedoch kopfschüttelnd zurück. Ja, und genau da möchte ich jetzt mal ein bisschen reingehen. Ja? Also erstmal, ich distanziere mich aufs Schärfste von solchen Aussagen. Ja? Also für mich gibt es keinen Grund zu sagen, ich laufe nicht mit einer Regenbogennummer auf oder Regenbogenflagge oder Leute, wir leben in den 2020ern. Wer da immer noch Probleme damit hat, dass Männer Männer lieben, Frauen Frauen lieben, ein Mann bi ist oder sonst was liebt, Leute, der ist halt einfach fehl am Platz. Ja? Und wenn man das Ganze damit seine Religion rechtfertigt, dann fällt mir einfach gar nichts dazu ein. Ganz ehrlich, geh im Keller und bleib am besten da unten. Ja? Also ganz ehrlich, das ist ein Thema, was mich wirklich wütend macht, ja. Weil es einfach so sinnlos ist. Ja. Es ist so sinnlos. Die Fußballer stellen sich immer dahin und reden davon, ja, wir sind auch nur Menschen und werden teilweise kritisiert, auch von mir und so, aber da geht es um die sportliche Leistung. Aber es gibt viele, die sich hinstellen, ja, wir sind auch nur Menschen und bla und Sülz, was vollkommen richtig ist. Es sind alles Menschen und die haben Meinungen und Glauben, alles gut, verstehe ich. Aber dann kann man sich nicht dafür solidarisieren, dass sich Fußballer, wir müssen Fußballer sagen, nicht Fußballerinnen, da ist das gar kein Thema, dass sich Fußballer nicht outen. Ja, dass Fußballer ihre ganze Karriere über sich verstellen. Ihr müsst mal überlegen, was das für ein Leben ist. Ja? Sei mal dahingestellt, dass es, keine Ahnung, bei uns die Spieler 17 Millionen verdienen oder dass sie irgendwo weiter unten 2 Millionen verdienen oder was auch immer. Ja, aber überlegt mal, was das für ein Leben ist, sich seine 20-jährige Karriere vielleicht komplett zu verstellen. Und viele machen das ja auch danach. Ja. Viele gehen danach ja auch nicht an die Öffentlichkeit und sagen, ach ja, ich war aber übrigens schwul damals, so habt ihr gar nicht gemerkt, wa? Ihr ganzen homophoben Arschlöcher. Macht ja auch keiner. Ja, der Hitzelsberger hat's mal gemacht. Ja, er hat, glaube ich, auch am Anfang von vielen Idioten ein bisschen Hate bekommen, aber ich denke, im Großen und Ganzen war es doch relativ positiv, die Resonanz dann bei ihm. Aber er hat sich auch erst getraut, nachdem er nicht mehr aktiv gespielt hat. Und wie traurig ist das bitte in der heutigen Zeit, Leute? Wie traurig ist das? Das ist doch ein Ding, was nicht geht. Ja? Und nochmal,
dieses Ganze dann immer mit dem verkackten Glauben zu rechtfertigen, nur weil es irgendwie im Islam, im Koran irgendwas steht, was man irgendwie interpretieren kann, wie man möchte. Ich will mich da gar nicht jetzt reinhängen. Wie gesagt, ich bin da absolut nicht auf dem Laufenden. Ich habe den Koran nicht gelesen. Ich bin absolut nicht gläubig. Ich bin Evangelist, aber absolut nicht gläubig. Aber generell, egal welchen Glauben man hat, ja, sollte man ja trotzdem ein bisschen seinen scheiß Schädel einschalten. Ja? Sonst würden wir das nicht tun, würden wir immer noch Jungfrauen opfern und Menschenopfer an irgendwelche Götzen geben und jeden Montag und Dienstag die erstmal 10 Leute köpfen auf der Pyramide oben und die Köpfe runterrollen lassen. Weil ist so. Ne? Steht so, seid geschrieben, müssen wir so machen. Machen wir so. Fertig. Absoluter Schwachsinn. Ja. Und das, was noch das Traurige ist, beide Spieler, Mazraoui sowie er, sind geborene Holländer. Sind in Holland aufgewachsen. In Europa. Ja. Noch nicht mal irgendwo, was weiß ich, am Ende der Welt, wo man noch sagen kann, ja, man wird so erzogen. Also ganz, ganz traurige Aussagen. Ganz, ganz traurige Aussagen, die mich auch, ja, wie es da steht, nur Kopfschütteln zurücklässt. Dass dann der Post irgendwie zu dem Zeitpunkt, wo der Artikel erschienen ist, 7000 gefällt mir hatte und ich glaube, der ganze Post von dem Spieler irgendwie 300.000 Gefällt-Angaben, Alter, beziehungsweise 230.000. Leute, was ist los mit euch? Packt euch an eurem Schädel, Alter. Versteht ihr einfach nicht, was dahinter steht? Ja, wir haben die Debatte schon bei der Katar-WM gehabt. Ja, ich weiß, die Muslime, die kommen damit einfach nicht klar. Die raffen das einfach in dem scheiß Schädel nicht, Alter. I don't know why. Ja, I don't know why. Stellen sich aber dann immer dahin und reden, ja, wir werden ausgegrenzt, wir werden nicht integriert, bla, Sülz. Ja, dann überlegt ihr mal vielleicht, woran das liegen könnte. Ja? Also, irgendwo muss man dann auch mal die Kirche im Dorf lassen, Alter. Ganz, ganz schwierig. Ich möchte jetzt gar nicht das Thema Integration aufmachen oder irgendwie Rassismus oder sowas. Rassismus ist genauso Schmutz, wenn nicht noch mehr Schmutz. Nee, noch mehr Schmutz ist es nicht, es ist beides gleich viel Schmutz. Ja, es werden beides mal irgendwelche Menschen diskriminiert, einmal anhand ihrer sexuellen Orientierung, einmal anhand ihrer Herkunft. Fühle ich nicht. Fühle ich nicht, sag ich euch, wie es ist. Ich fühle es einfach nicht. Ich kann es nicht verstehen. Es geht nicht in meinem Schädel rein. Und es macht mich super traurig, dass wir im Fußball immer noch so dahinter sind. Oder generell im Sport. Ich weiß gar nicht, hat sich im Tennis mal jemand geoutet? Hörte ich gerade. Also nicht, ich habe es dann auf jeden Fall nicht mitgekriegt. Aber wie traurig ist das halt? Wisst ihr, was ich meine? Es ist einfach unendlich traurig, dass wir das im Fußball nicht können. Also mich persönlich würde das gar nicht interessieren. Gar nicht. Ja, es sollte normal sein. Ja, ich kritisiere, ich hau drauf, ich lobe Spieler anhand ihrer sportlichen Leistung. Nicht daran, ob sie einen gleichgeschlechtlichen Partner haben oder ob sie eine Dreieckskiste am Laufen haben oder sonst was. Weiß ich nicht. Und ich glaube, auch in der heutigen Zeit gibt es mehrere, die so denken wie ich. Ja, ich hoffe es zumindestens. Schreibt es mir gerne in die Kommentare, ja. Ich hoffe es auf jeden Fall. Aber gut. Ich versuche das jetzt mal ein bisschen auszublenden, das mal abzuschließen. Ja, das ist, ihr wisst, worum es geht. Wie gesagt, mich macht das einfach nur traurig. Gehen wir mal auf Mazraouis Satz jetzt ein. Er hat geschrieben, Gott segne dich, Bruder. Und 2 Herz-Emojis dahinter. So, die Frage ist jetzt, also erstmal, es ist ja in der deutschen Presse schon abgestempelt. Mit dem Stempel, dass er homophob ist. Schwierig. Schwierig, die Aussage zu interpretieren, ja, auf das Statement. Kann halt so und so gemeint sein. Ja, deswegen, es ist wirklich für mich jetzt nicht 100% eindeutig zu sagen, jo, er sieht das genauso. Deswegen hat er das geschrieben. Was ein bisschen schade ist, es wäre schön, hätten wir eine eindeutige Geschichte da stehen. Ja?
man sagen könnte, jo, es ist so oder nein, es ist nicht so. So ist es viel, viel Interpretationsspielraum, wie ich persönlich finde. Nichtsdestotrotz wäre es schön, wenn da mal irgendwie ein Gespräch mit dem Verein stattfindet und ein Statement des Vereins dazu kommt. Dass das kommen wird, glaube ich persönlich nicht. Wahrscheinlich wird es Thema auf der Pressekonferenz werden an unseren Trainer, was ich wieder völlig für sinnfrei halte. Da muss halt einfach ein Sportvorstand sich da jetzt mal hinstellen und den Medien gegenüber mal sagen, hier Leute, entweder so geht's nicht, dass hier einfach sowas rausgehauen wird, oder halt sagen, jo, wir haben mit dem Spieler gesprochen, der sieht das genauso und das sind nicht die Werte, die unser Verein vertreten möchte und wir werden uns am Ende der Saison von diesem Spieler trennen. Punkt. Ja, das sind die zwei Wege, die ich sehe. Für mich persönlich, wie gesagt, ich bin sportlich von ihm absolut überzeugt. Er war mir auch so sympathisch bisher. Wenn er aber natürlich die Gesinnung hat, dass er mit schwulen Menschen oder bisexuellen Menschen, wie auch immer, nicht klarkommt, in der heutigen Zeit, da muss man sich halt überlegen, halt auch bei den Spielern in der Ligue, bei den Vereinen, möchte ich diese Werte vertreten als Verein. Ja? Möchte ich das nicht, muss ich mich von diesen Spielern trennen. Punkt. Da muss das Sportliche dann einfach auch mal hinten dran stehen. Natürlich wäre das ein sportlicher Verlust bei uns jetzt zum Beispiel, aber ja, man muss Zeichen setzen, Leute. Punkt. Ja, ich weiß, jetzt kommen die Argumente wie, ja, was war denn mit dem Kimmich, mit der Impfdebatte, was war mit dem Boateng, der seine Frau vermöbt hat, was ist mit dem Hernandez, der seine Frau betrügt und bla und so. Ja, Fußballer sind alles Menschen, das ist alles okay. Ja, erinnert ihr euch an Ribéry zurück mit irgendwelchen minderjährigen Prostituierten angeblich? So eine Geschichten ist bei uns alles gelaufen im Verein, ja. Also, wie gesagt, Fußball sind alles Menschen, die machen alle Fehler und so weiter und so fort. Ja, der Verein muss am Ende entscheiden, wo man die Linie zieht. Ja, für welche Werte möchte ich stehen. Wäre das bei uns so gewesen, ja, dass so eine Aktion in der Bundesliga wäre, bei uns im Verein hätten Spieler gesagt, nein, das mache ich nicht, weil ich kann das nicht aus Glaubensgründen oder aus sonstigen Gründen, wird es für mich keine zwei Meinungen geben. Dann hat der Spieler bei uns im Verein einfach nichts zu suchen. Ja. Also wie gesagt, wir sind ein Verein, wir haben Mir San Mir, wir stehen für gewisse Werte und diese Sachen, homophob zu sein, passt einfach nicht. Punkt. Egal wie sportlich, wie hoch der sportliche Verlust wäre. Wäre mir scheißegal, sag ich euch, wie es ist. Ja, schwierig. Bin sehr gespannt, wie das weitergeht. Mit Mats Rui, ob da irgendwas von Vereinsseite kommt, ob es totgeschwiegen wird. Ja, aber das so ein mediales Echo mittlerweile hat, ja, ich hoffe nicht, dass Tuchel sich da hinsetzen muss und da irgendwie was zu sagen muss, weil er kann da eh nichts zu sagen. Da müsste dann mal ein Brazzo jetzt dann mal da Tacheles reden. Ja. Das wäre, was ich mir wünschen würde von unserem Verein. Ich meine, wir haben eh schon diese Saison eine sehr schlechte Außendarstellung und die müssen wir jetzt nicht noch mal ein bisschen schlechter machen. Ja, das ist meine Meinung. Ich weiß, viele werden das wieder kleinreden, anders sehen, was völlig okay ist. Aber ihr müsst nicht in die Kommentare jetzt irgendwie versuchen zu rechtfertigen, wie man homophob sein soll. Oder sein kann. Oder dass Muslime das so vorgelebt bekommen und deswegen so sind oder so ein Scheiß. Das könnt ihr euch sparen. Ja, das werde ich direkt weghauen. Für mich gibt es da keine Argumente für. Ja, ihr könnt anderer Meinung sein, das ist mir völlig wurscht, das muss jeder mit sich selber ausmachen, aber irgendwie versuchen in den Kommentaren irgendwie Argumente zu finden dafür, dass man so ist oder dass man die Menschen nicht akzeptiert. Nö, gehört hier nicht hin. Dass der Spieler Abu Klal ja, gesagt hat, dass er ein schlechtes Beispiel dafür ist und deswegen nicht mit dieser Rückennummer aufläuft. Finde ich legitim. Also ich finde es auch nicht gut, dass man dann denjenigen da rein zwingen möchte, weil wenn er
diese Gesinnung hat und das nicht versteht in seinem Scheißschädel, dann hat er auch nicht mit so einem Trikot aufzulaufen. Ja? Ich persönlich kann es nicht nachvollziehen. Ich kann aber dann nachvollziehen, dass man sagt, nee, mache ich nicht. Ja, und wenn man eine Überzeugung hat, steht man dafür ein. Das finde ich völlig legitim. Auch wenn ich es nicht gutheiße, ja, war beim Kimmich damals genauso. Die Impfdebatte brauchen wir nicht aufmachen, da gibt's ganz, ganz viele Meinungen und da brauchen wir jetzt auch nicht wieder drauf eingehen. Aber wenn man eine Gesinnung hat, sollte man dazu stehen. Die muss ich dann aber nicht gut finden und kann ich dann kritisieren und kann ich dann auch sagen, dass ich sowas bei uns im Verein nicht sehen wollen würde. Ja. Dass man dann aber mit so einem Post in Social Media so viel Zuspruch bekommt, dass man halt homophob ist. Ja, auch wenn man dann schreibt, unabhängig von Präferenzen, Geschlecht oder Glauben respektiere ich alle Menschen. Ja, ist ja Schwachsinn. Würde er alle Menschen respektieren, wäre er mit einer Regenbogennummer hinten aufgelaufen. Ja, das ist halt Bullshit. Ja. Heikles Thema irgendwo, für mich absolut unheikel, weil ich da eine klare Stellung habe, eine klare Meinung zu habe, die auch klar vertrete. Nochmal in der heutigen Zeit, wer sich darüber irgendwie echauffiert, dass ein Mann liebt, eine Frau liebt. Wobei wir da ja auch immer noch ein bisschen unterscheiden müssen. Ja, da können wir auch mal kurz drauf eingehen. Jeder zweite Mann findet's geil, wenn er zwei Lesben sieht, die gut aussehen und heiß sind und so weiter. Brauchen wir nicht weiter drauf eingehen, ja. Da ist das völlig okay, völlig geil, super. Und auf der anderen Seite, wenn dann zwei schwule Männer da sind, dann geht das große Geschrei los. Oh, wie geht das nur? Wie kann man das machen? Das ist halt auch noch so ein Thema, was völlig fehlplatziert ist und völlig am Sinn vorbeigeht, ja. I don't know, mich macht das traurig. Ja, ich bin jetzt auch nicht homosexuell, ich stehe jetzt auch nicht auf Schwänze, guck mir sowas auch nicht an, brauche ich nicht, ich hab einen, alles gut. Aber deswegen will ich mich doch niemals dahinstellen und sagen, ja, ich hab was gegen schwule Männer oder I don't know why. Aus welchem Grund? Aus welcher Überzeugung? Alter, wir sind alles Menschen, soll doch jeder Mensch, solange es nicht gegen Gesetz verstößt, lieben und Sex haben, mit wem er möchte. Ja, wie kann man denn in der heutigen Zeit noch so beschränkt sein? Und das Traurigste, wie kann ich das dann immer auf den Glauben abwälzen? Verstehe ich nicht. Ja, ich bin Muslim. Ja, Frauen haben bei uns nichts zu sagen und Schwule und Lesben sollten wir einsperren. Sollten wir mit 60 Peitschenhieben in Katar auspeitschen. Alter, rafft euch oder geht im Keller, begrabt euch, gründet eine Sekte, lebt unter der Erde in der Hohlerde oder was. I don't know. Geht in meinen Schädel nicht rein, Leute. Weiß ich nicht. Meine Meinung, ja. So, runterkommen, Thema, wo ich gerade schon abhaken, kommen wir noch auf Ruhe zurück. Ja, nochmal, ich erwarte leider nichts von unserem Verein. Ich würde mir wünschen, dass ein Statement kommt von der Vereinsführung, ja, wo man sagt, jo, wir haben mit dem Spieler gesprochen, das war so und so gemeint. Oder wir haben mit dem Spieler gesprochen, ja, er hat leider diese Überzeugung und unser Verein vertritt nicht diese Werte. Und vielleicht sagt man das auch dann öffentlich nicht, damit man den Preis nicht drückt, aber Hauptsache man verkauft ihn dann am Ende der Saison. Könnte ich auch mitleben, ja, wäre dann auch ein Grund, den ich dann verstehen würde, wenn man ihn jetzt am Ende der Saison abgibt. Weil für solche Werte steht unser Verein nicht oder hat unser Verein nicht zu stehen. Ich hoffe, dass unser Verein nicht für solche Werte steht. Ja. Und da finde ich, da muss man sich als Verein dann auch klar positionieren. Ja, es ist schon traurig genug, dass wir in Qatar Airways Sponsoring haben. Da müssen wir nicht noch Spieler in der Mannschaft haben, die dann offenkundig homophob sind. Ja, also ganz ehrlich nicht. Das ist aus welchen Gründen auch immer, ja, sei ja dahingestellt. Ja, religiöse Gründe ist für mich einfach nur eine dumme Ausrede. Ja, also wie gesagt, jeder, der ein bisschen denken kann, sollte halt ein bisschen denken können.
Ja, schwierig. Wie gesagt, ich kann es nicht beurteilen, wie der Satz gemeint ist. Gott segne dich, Bruder. Ich weiß es nicht. Ich möchte ihn da nicht so vorverurteilen, wie es die Presse gerade tut. Ich denke jetzt mal aus dem Satz, ja, er steht zu demjenigen Spieler, keine Frage. Die Frage ist, aus welchem oder mit welchem Hintergrund. Ja. Jetzt halt man könnte sie auslegen, ja, Gott segne dich, Bruder, weil unabhängig von Präferenzen, Geschlecht oder Glauben respektiert er trotzdem alle Menschen, kann aber auch wegen seiner Religion, Gesinnung, was weiß ich, halt einfach mit dieser Regenbogennummer nicht auflaufen, was für mich komplett hirnrissig ist, aber sei mal dahingestellt. Kann gut sein, dass es darauf bezogen ist. Aber vielleicht ist es auch einfach darauf bezogen, ja, Bruder, ich bin genau bei dir, dann hat er bei uns im Verein nichts zu tun. Meine Meinung, haut mir gerne eure Meinung in die Kommentare, freue ich mich drauf. Wie gesagt, ihr müsst in den Kommentaren nicht irgendwie versuchen, Homophobie zu rechtfertigen. Ja, das werde ich direkt ausblenden. Über alles andere können wir gerne diskutieren, könnt ihr mir gerne eure Meinung sagen. Ja, mir ist auch bewusst, dass viele das wieder nicht so konsequent sehen und sagen, ja, ist ja nur ein Fußballer, sind ja nur 3 Wörter, hat er nicht so gemeint und alles ist gut und schön und bla und Sülz. Ja, man sollte das immer nicht so abtun, ja, weil das sind Minderheiten, da möchte man ein Zeichen für Minderheiten setzen und dann feiert man die Spieler, die dieses Zeichen nicht setzen. Auf der anderen Seite beschweren sich die Minderheiten gerade auch im Fußball über rassistische Äußerungen von Fans, über rassistische Äußerungen auf dem Feld und so weiter. Da sind wir auch strikt dagegen. Rassismus ist genauso scheiße. Ja, da wird ja auch gegen angegangen. Da werden Kampagnen gestartet, gemacht und getan. Da stellt sich ja auch kein Spieler dahin und sagt dann, nee, also das kann ich jetzt mit meinem Glauben nicht vereinbaren. Da kann ich jetzt nicht mitmachen. Nein, das mache ich nicht. What the fuck? Da würde jeder sofort im Dreieck springen, ja. Und da wird es mit Sicherheit auch Leute, Spieler geben, die so denken, da müssen wir uns nichts vormachen. Es sind alles Menschen, da gibt es genauso Idioten, wie es im wahren Leben Idioten gibt. Aber da stellt sich auch keiner hin und macht das. Und das ist nichts anderes. Das ist genauso eine Minderheit, die diskriminiert wird, ob es jetzt sexuell ist oder ob es wegen der Herkunft ist. Ja, das spielt am Ende des Tages keine Rolle. Und da sollten doch mal gerade diese Spieler dann doch mal nachdenken, wenn sie in Europa spielen, wo sie auch einer Minderheit angehören. Dann auf so eine andere Minderheit einfach zu scheißen, finde ich sehr, 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 sehr traurig. I don't know. Wie gesagt, ich persönlich kann es nicht nachvollziehen. Mich überfordert die ganze Situation auch so ein bisschen. Ich hoffe einfach, dass da mal eine klare Kante vom Verein jetzt kommt. Ich wage es leider zu bezweifeln. Ich hoffe es sehr. Es würde mich sehr freuen. Und ja. Aber machen wir uns alle nichts vor. Fußball ist ein Geschäft. Wahrscheinlich wird das Ganze in 2-3 Tagen wieder runtergekocht sein. Und es werden wieder 2 Sätze in der PK fallen, wie, ach ja, der Junge ist ja 25, hat er gar nicht so gemeint, ist auf das bezogen und sonst was. Ich persönlich fühle das nicht. Ich denke, es ist in der heutigen Zeit ein wichtiges Thema, dass man da klare Fronten schafft. Ja, ist aber auch nur meine Meinung. Leute, in diesem Sinne bedanke ich mich fürs Zusehen. Rot-weiße Grüße gehen raus, bleibt gesund. Tschüssi.